Aber dere. Servus, schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und bin heute Aber dere. Servus, schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und ich bin heute hier unterwegs im Herzogpark in Regensburg. Hinter mir seht ihr den Yachthafen von Regensburg, da ist noch nicht viel los. Die sind wahrscheinlich alle noch im Trockendock. Und auf der anderen Seite ist der Herzogturm, den zeige ich euch gleich noch. Und ich mache heute hier in diesem schönen Park ein paar schöne Makrofotos. Schauen wir mal, was für Insekten unterwegs sind, welche schöne Blumen im Frühling schon blühen. Und wenn dich das interessiert, was ich heute hier alles so mache, welches Equipment ich dabei habe und benutze, dann bleib dran. Turm wegen Vandalismus geschlossen. Schade, dass die Leute alles immer kaputt machen müssen. Hinter mir seht ihr einen kleinen Teich hier im Herzogpark und ich habe jetzt gerade ein bisschen geguckt, was hier Interessantes rumkrabbelt, rumschwimmt, rumfliegt und habe eine Schnecke gesehen im Wasser, hier auf dem Rücken, treibend an der Oberfläche, und ich wollte schon reinfassen und die Schnecke retten, weil ich dachte, die wäre jetzt dann irgendwie reingefallen und würde jetzt dann hier ertrinken, ja. Aber ich habe dann gesehen, dass es eine Wasserschnecke ist, weil es war nicht die einzige, die im Wasser rumgetrieben ist, sondern es waren ganz viele. Und ich hoffe, ich konnte es jetzt ein bisschen filmerisch einfangen für euch. Wahnsinnig interessant, was die für Schwimmhäute haben und wie sich die im Wasser bewegen. Fantastisch. Allein das hat sich schon gelohnt heute. Da unten ist so ein botanischer Garten und da oben sind Rosenbeete mit ganz vielen unterschiedlichen Rosenarten. Die brauchen noch ein paar Wochen, bis die so richtig schön blühen und in der ganzen Blütenpracht erstrahlen. Geheimtipp hier, Herzogpark, wenn die Rosen blühen, traumhaft.
Ah, hier ist ein wunderschöner Blumengarten. Oh, schaut mal, wie toll. Auch so richtig schön symmetrisches Muster. Gefällt mir. Und hier werden wir uns jetzt ein paar Blumenmotive suchen. So, der Blumengarten hat mich jetzt ein bisschen aufgehalten. Da habe ich mich jetzt richtig amüsiert. Blumenfotos habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Bin gespannt, ob die was geworden sind. War eigentlich jetzt hier die ganze Zeit mit einem 90 mm Makro von Tamron unterwegs. Habe aber gesehen, dass da so ein wunderhübsches Eichhörnchen da rumspringt. Dann habe ich schnell das 70 bis 200 rauf gemacht. Aber leider war es da schon wieder weg. Ich habe dann noch irgendwie ein unscharfes Bild gemacht vom Schwanz, wie es dann irgendwie hinterm Baum verschwunden ist und nicht mehr aufgetaucht. Aber ich habe dann auch mit einem 200 mm Brennweite ein bisschen weiter fotografiert. Auch spannend, wie sich so die Objektive verhalten. 90 mm Makro, 70 bis 200. Und ja, was ich so gesehen habe, hat es mir gefallen. Aber das heißt ja nichts. Am Display schauen die Fotos meistens immer toll aus und dann am Monitor mal gucken. So, das war jetzt dann hier eigentlich der obere Bereich bis jetzt. Und jetzt gehen wir noch nach unten. Da sind nämlich auch ganz viele Gänseblümchen und Löwenzahn sehe ich und auch noch irgendwie Gebüsch mit Blüten und vielleicht haben wir ja noch Glück, ein bisschen Vögel zu fotografieren. Also ich sehe es immer mal wieder, dass die irgendwo hier vor mir sitzen. Wenn ich näher komme oder wenn ich mich bewege, dann fliegen sie natürlich wieder irgendwie 5 Meter weiter. Aber ich denke mal, ich habe ja das 200 mm dabei.
Vielleicht ist noch das eine oder andere Vogelfoto heute mit am Start. Und natürlich muss ich auch noch ein bisschen Ausschau halten nach Insekten. Immerhin habe ich noch das Makro dabei und die Makro-Vorsatzlinse, die ich jetzt heute auch noch ein bisschen ausprobieren möchte. Genau. Ja, es sind wieder viele Leute unterwegs heute. Es ist auch ein öffentlicher Park. Ich habe heute auch schon hier nette Menschen kennengelernt. Gruß geht raus hier an die netten Damen, die auch heute hier versucht haben, schöne Fotos zu machen, beziehungsweise nicht versucht haben, sondern die schöne Fotos gemacht haben heute. Und freut mich immer wieder, wenn man einfach dann ganz nett ins Gespräch kommt. Ja, also das habe ich die letzten 2, 3 Jahre ein bisschen vermisst mit dem ganzen Wahnsinn, was da stattgefunden hat. Aber schaut so aus, als wenn sich mehr oder weniger alles wieder normalisieren würde, beziehungsweise schon hat. Finde ich gut, gefällt mir. So, jetzt gehen wir runter. Hier ist noch so ein Steingarten, schön angelegt. Und ich vermute mal, da sehe ich schon hier eine Feuerwanze. Ich vermute mal, da werden wir noch ein paar schöne Insekten drauf kriegen heute. Ah, hier ist ein bisschen, strahlt richtig Wärme ab hier der Stein. Toll. Aber ganz viele Pusteblumen. Wahnsinn, wie schnell die wieder hier verblühen. Vor ein paar Tagen noch alles gelb und jetzt hier alle schon verwandelt. Und das, was wir hier sehen, das ist ein Überbleibsel der Wehranlage von Regensburg aus dem Mittelalter. Und irgendwie haben die Regensburger aus der ehemaligen Stadtmauer bzw. den ehemaligen Stadtgrenzen hier überall Parks angelegt. Finde ich gut, dass es nicht irgendwie abgerissen, verbaut, irgendwelche schäbigen Wohnblocks dahin gebaut haben, sondern dass sie es als Park erhalten haben. Es ist ja so ein Kulturgut. Also nur mal so am Rande, kleiner Tipp, als Fotograf musst du dich immer so groß oder so klein machen, wie deine Motive sind, die du fotografieren möchtest. Es ist nicht nur so, dass die Perspektive ganz anders ist, als man eigentlich gewohnt ist, wenn man so rumläuft, spazieren geht, von oben immer auf die Welt runter guckt,
Spannender ist wirklich, wenn man sich einfach hier mitten rein begibt und sich irgendwo hier auf den Boden legt, sitzt, kniet, wie auch immer und ja, mit der Natur ein bisschen verschmilzt. Auch wenn es bloß hier temporär ist und für ein Foto. Aber macht definitiv Sinn. Warten wir noch schnell, bis das Flugzeug vorbei ist. Dann gibt es den nächsten Tipp. So, der nächste Tipp. Versucht mal den Autofokus zu vergessen. Versucht mal auch ein bisschen manuell zu fokussieren. Gerade die Pusteblumen hier, da zum Beispiel hier, ist für den Autofokus ein Glückstreffer. Ob er jetzt dann hier außen scharf stellt oder vielleicht innen, aber wahrscheinlich eher draußen. Und je nachdem, wo man halt irgendwo das Foto scharf haben möchte, hat man mit dem Autofokus mal Glück und mal nicht. Um das ein bisschen hier in die positive Richtung zu beeinflussen, ist es hilfreich, manchmal zu fokussieren eben mit dem manuellen Fokus. Da gibt es bei den meisten Kameras so eine automatische, also so eine Fokussierhilfe in Form von roten Darstellungen, Linien. Das ist immer das, was scharf ist, wird dann rot gezeichnet. Und kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, probiert es ein bisschen mit dem manuellen Fokus rum. Ist gar nicht mal so verkehrt. Einfach mal manuell wieder zu fokussieren. So, ich hole mir jetzt die Makro-Vorsatzlinse, mache die drauf und dann mache ich von der noch ein bisschen eine Nahaufnahme. Mit dem Makro komme ich da jetzt nicht mehr weiter ran. Die ist aber jetzt dann genauso, dass die Samen schon auf der einen Seite ein bisschen weggeflogen sind und ja, so eine Kahlstelle hinterlassen haben, und genau die möchte ich mit den letzten verbliebenen Samen noch im Detail richtig scharf fotografieren. Und das machen wir jetzt noch. So, ich habe jetzt dann hier so eine Makro-Vorsatzlinse. Die mache ich jetzt da mal vorne drauf. Die Marke weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig auswendig. Ich glaube Raynox, glaube ich, heißt die. Ich mache mal eine Beschreibung oder einen Link dazu unten in die Videobeschreibung. Das soll jetzt dann keine Werbung nicht sein, aber ich weiß gerade nicht, ob es einen anderen Anbieter auch noch gibt, außer den da. Ich habe halt nur die eine. Die wird da vorne drauf gedreht, geschraubt. Deckel weg. Einmal schön putzen. Und dann mit zack, 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 so einem Verschluss vorne raufgeklemmt. So, und jetzt kommen wir ein bisschen näher ran an die ganze Geschichte. Die mache ich jetzt mal weg. Die auch. Die auch. Ah, ja. Wahnsinn. So schaut die Blume ein bisschen nach dem Struppelpeter aus. Hier gegen den Himmel fotografiert. Weißer Hintergrund,
schwarze Samen, struppige Haare. Cool. Cooles Foto. Und jetzt dachte ich ja glatt, die sitzen sich neben mich und wollen wieder hören, was ich da irgendwie in die Kamera laber. Aber doch nicht, hervorragend. Jetzt habe ich vielleicht irgendwie 2 Minuten Zeit, wo jetzt dann keiner vorbeiläuft. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, die Sonne steht schon tief. Schatten werden schon ein bisschen länger. Ein wunderschöner Tag heute hier. Ich habe einen Haufen Fotos gemacht. Ich glaube, dass da das eine oder andere schon dabei gewesen ist. Hat richtig Spaß gemacht. Mein Gimbal funktioniert wieder. War wohl, so wie ich es jetzt verstanden habe, ein Problem, dass sich jetzt die Kalibrierung komplett verstellt hat. Also der ist ja die Böschung runtergekullert und irgendwie, naja, hat sich da alles verstellt. Ich konnte es wieder einstellen, es funktioniert und ich kann ihn wieder benutzen. Und das ist irgendwie, freut mich echt. Genau, Wetter war super und ich konnte ein bisschen was ausprobieren, war wieder mit dem Makro unterwegs, mit meinen 15, also mit, mit dem Makro 90 mm von Tamron und ich habe halt auch ein bisschen mit dem 70-200 auch von Tamron fotografiert, ein bisschen ausprobiert, konnte leider heute keine Vögel fotografieren. Das Eichhörnchen, habe ich ja schon gesagt, war zu schnell, also da müsste ich eine zweite Kamera dabei haben, die eben schon mit dem 200er bestückt ist, oder ich gehe komplett mit dem Tele irgendwo in den Park und warte halt nur auf Vögel und auf Eichhörnchen. Das könnte ich vielleicht das nächste Mal machen. Es gibt ja hier in Regensburg noch mehr schöne Parks, die einladen, nicht nur wie jetzt da hinten, im Gras zu liegen, ein Buch zu lesen, sich zu sonnen, die frische Luft genießen. Es ist wirklich herrlich heute. Und von dem her, Leute, geht's raus. Ich muss es wirklich jedes Mal in jedem Video sagen, geht's in die Natur. Ist doch egal, ob Wald oder Park oder Badesee, egal wo, geht's raus. Ja, der Winter ist lang genug, wo man nichts machen kann. Nutzt jeden Tag, der schön ist, und geht raus. So, ich gehe jetzt und hier noch ein bisschen zum Botanischen Garten, guck mir das mal an. Da blüht noch nichts, die Rosen blühen heute auch noch nicht. Das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich werde aber immer mal wieder hier vorbei gucken und mal schauen, was es Neues gibt, beziehungsweise welche Pflanzen hier wieder am Blühen sind. Es ist ja das ganze Jahr verteilt. Es gibt ja Frühblüher, dann gibt es die Spätblüher und was weiß ich noch für Blüher. Das heißt, du hast als Blumenfotograf das ganze Jahr irgendwo hier deine Motive, und von dem her richtig cool. Genau, so. Bevor jetzt die nächsten Leute kommen, es hat mich wieder mal gefreut, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Nochmal viele Grüße hier an die Damen, die ich beim Fotografieren getroffen habe heute. Und nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Habe die Ehre. Servus.